Gitterspektrometer dreidimensional. Von der Quelle Q ausgehendes Licht wird durch die Linse L1 irgendwo hier auf einen vertikalen Spalt S1 irgendwo hier fokussiert, welcher sich in der Brennebene der Linse L2 befindet. Die Linse L2 befindet sich hier. Aus dem Rohr C oder Kollimator, dieses Rohr nennen wir Kollimator, tritt das Licht als ebene Welle, das ist die ausgehende Welle, aus. Es fällt senkrecht auf das Gitter G, das ist das Gitter, und wird gebeugt. Nach dem Gitter beobachten wir ein gebeugtes Licht, wobei das Maximum nullter Ordnung mit m gleich 0 bei Theta gleich 0, also auf der Bezugsachse des Gitters entsteht. Also nullter Ordnung folgt diese Achse, die Bezugsachse oder Hauptachse. Das Beugungsmuster, das auf einem Beobachtungsschirm entstünde, erkennt man durch ein Fernrohr T, also diese Teleskope oder Fernrohr T, welches man im gewünschten Winkel Theta bezüglich der Achse des Gitters orientieren kann. Durch diese Goniometer könnten wir diesen Winkel verändern. Die Fernrohrlinse L3, irgendwo hier, fokussiert das unter dem Winkel Theta sowie unter geringfügig kleineren und größeren Winkeln gebeugte Licht in eine Brennebene F' innerhalb des Fernrohrs. Durch das Okular, das ist das Okular, O, sieht man dieses Bild vergrößert.